Goedemorgen. Boy, nu vandaag zijn we al waren bij de oktober, joh. Dat meint, we zijn bij de laatste viertel van dit jaar gekomen. De hoofdstuk vangt allemaal aan, de 21. september. So, dat is de tijd, wat we naar hoe de aarde aangebracht wordt en zo wieder. Dat jaar dat is werkelijk al waar, goud 3/4 En ik wil zeggen, dit is zo'n jaar geweest, als we nog niet eier beleefd hadden. Een ding wat me, waar ik nog mal aan denken, dat al die mensen die we zijn met de mask aan, maar hier kan ik dat plus staat, want er zijn mensen meer die willen de bank bestelen, zo wat, dan hadden die dat aan. Maar nu is het anders geworden, joh. Wel, de vormen in deze tijd hebben veel de grote vrijheid, ganz besonders, wanneer zij grote arten gekregen hebben. En dat grote arten. Wanneer ik geen arten gegeven heb, wat moet het dan zijn? Dit is de maand, en ik geloof dat is erbij, we denken aan Dank, arten, Fest en zo wieder. Door wordt deze maand aangegeven als de tijd waar we worden, wo das Thema wird sein von Dankboakeit für diese ganze Monat. Ich dachte, ich könnte vielleicht anfangen mit uns ein bisschen, some Dinge verheben und vielleicht ein bisschen abchecken, wo stehen wir, wenn wir denken an Dankbarkeit. Das letzte Lied, was sie singen, dort wies das Rüd, wo wir uns für Gott selber anstellen, ja? Aber wir denken daran, das sind nicht bloß die Formen, die durch gewöhnt haben, an der gute Abend. Denkt mal an, wenn es keine Abend wäre, da würde die Welt bald bei dem Hungern sein. So, du hast Ursache, dafür zu danken. Das ist auch eine Weg, wo wir Gott sein können, wo wir uns sehen, das. Und wo er seine Leib bewiesen hat zu uns. Wenn wir den sehen sein, was er uns gegeben hat, dann nehmen wir auch Teil an, wo wir Gott loben wollen, und so ist wir angefangen haben von der. So ist der Psalm dort auch Teil, in jene Zeit. Und ich möchte lesen aus dem Psalm 95 von 1-3. Und hier da aber dort. Kom, weil wir mit Leider dem Herrn loben. En uit Freiheit jochen. En unserem Herrn loben, der uns Rat und sicher hält. Weil wir dankend ver am kommen. En an mit Gesang und Musik ehren. Wiens der Herr ist der grote Gott. Der grote König. Über alle Götter. Wollen wir noch zu beten? Ans himmlischer Vater, du bist der allmächtige Gott. Du bist der über alle Götter ist. Du bist der uns Kraft gibt. Du bist der versorgt für uns. Und Herr, du hast kein Eng. Wat we kunnen verheven. En zijn, wo we ganz onhelp zijn aan die. En mocht u ons helpen, dat we dat verstaan en die dank geven, ook in onze tijd. Mocht u ons wiedersehen en we bidden dat in Jezus zijn naam. Amen. Wat je dankbaar zijn, zo'n instelling, dat brengt ons nader naar Gott. Dit is een instelling die we kunnen opbouwen. Die komt niet vanzelf. En Gott gefällt dat, wanneer we dankbaar zijn.
Actually können wir sagen, er verlangt, dass wir sollen dankbar sein. Wir haben lesen in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 18, möchte ich hier zu lesen. Da sagt es dit. Seid an alle Lehren dankbar, wie es Gott dort an Christus Jesus von Jünd verlangt. Das ist doch nicht interessant. Gott, wenn wir die Geschichte lesen, wir wollen da noch ein bisschen von reden, Lothar, aber wenn Israel nicht dankbar wird, das gefällt Gott nicht. Und da wollen wir mehr von sein. Dankbarkeit, das ist eine von den göttlichen Eigenschaften. Wir sagen, das ist eine Frucht von dem Geist. Am Großen sagen wir, dann sind die Menschen nicht immer dankbar. Und das hat zu tun mit der alten Natur. Die bringt das nicht mit sich, wirklich dankbar sein. Wir können vielleicht ein kleines Beispiel nehmen von einem Kind. Und das ist so, nach erst in der Jankert wird. Und dann wird es aber nicht gegeben. Dann baut er ab, sagen wir, er wird vielleicht ein bisschen anfangen zu hüpseln. Oder vielleicht noch ein bisschen schreien. Und ganz kurz hier ich einen sagt, na, das ist ein Stückchen Tree. Hier mal mal brüllen. Dort wird mir fremd, das habe ich noch nicht gehört. Aber diese Kinder, die verstehen das so zu tun, dass sie wollen proben zu kriegen, was sie können. Und wir lernen dort. Das kommt ganz von selbst. Das bringt das mit sich. Na dann, aber wenn wir denken an dankbar sein, sind die dann noch dankbar? Weil wenn der was gegeben wird, dann sagen wir vielleicht, die nehmen das, kicken vielleicht mit freundlich und gehen auf. Na, was der die Mama dann vielmal sagt, na, was sagst du dann? Sie dankbar sein, dass wir gelehrt worden. Ich höre da was mit Geschäft, das sind so eine Worte, wenn die gleichen, den Namen Thanksgiving Day, was sagen wir in Deutsch? Erntedankpas, ja, okay, das ist ein gutes Wort. Und das ist dann der Tag. Thanksgiving Day, weil wir dort lieber nennen Turkey Day. Na, warum wollen wir das wel ändern? Weil es sind viele Menschen, die nicht an Gott glauben. Na, wo ist es dann nu, wenn ich nicht an Gott glaube? Und ist der Tag, wo wir danken sollen, und ich merke meine Uhren tun, ich will danken. Wem will ich danken, wenn ich kein Gott ist? Und vielleicht denken sie dann an, well, Turkey, das ist später, das gleiche ist auch. Well, wenn wir denken dann an Turkey Day, well, das sind so, was ein bisschen studiert haben und sagen, wir können dort bedenken, dass nächste Weekend, als Thanksgiving Day, dass vielleicht so wie 47 Millionen Türkisch worden, reingemerkt worden und auf den Tisch gebracht. Well, vielleicht, wo wir noch ein bisschen Teilhaben haben, können es vielleicht auch ein bisschen freien, ja? Und das ist in Amerika. Dankbar sein soll nicht davon aufhängen, nicht, was für eine Zeit das ist, aber wir sollen immer dankbar sein. Der Psalms, der sagt nicht, na ja, nu sollen wir mal bei der Zeit gekommen, bei den Tag in das Jahr, von der wollen wir Dankschein sein. Aber das ist something, was wir immer sollen tun. In Epheser Kapitel 4, Vers 20 sagt es das. Und dankt in alles immer Gott, den Vater, für alles, und Jesus Christus, unserem Herrn, seinen Namen. Das ist klar genug für uns, ja? Wenn wir uns heute so noch Gott anstellen, dann wollen wir seine Leib klarer sein für uns. Aber Gott ist Leib. Aber wir können uns wegdrehen von Gott, dass wir das nicht anwollen. Wenn wir
nur abkicken, nur anbestellen, ins Arm, da wo wir alle interessiert sind, am Noten folgen. Und das ist auch eine Weg, wo wir dichter bei ankommen und sagen, der, der nach Arm kommt, den kommt er entgegen. Und dann ist er dichter bei Arm. Da wo wir auch viele sind Serien spüren, die uns geben, das in so viele verschiedene Wege, wo wir gerade so gar nicht an denken dürfen. Aber die physische Segnung in sich selbst, die kann wir leicht selbstverständlich nehmen. In Englisch braucht man das Wort take for granted. Ja? Wir sind vielleicht noch ein bisschen so die Kinder. Viele von Ihnen waren nachdenken, aber ins Meere von diesem George Conrad, was hier, besonders als diese Kirche da am Anfang, wir viel mithelfen dort. Und da haben wir einen sehr guten Chorleiter. Diese Kirche liert viel singen und das lockt einfach some von den Menschen hierher. Da wäre es, because ein hier sieht das so schön, dass die Menschen hier singen zu der Zeit. Ich habe vertalt immer kleine Geschichten und eine von den Geschichten, die habe ich gut um Denken geholt. Ich dachte, ich würde das mitteilen. Und nachher rede ich von einem alten Mann oder einem armen Mann. Wie ein armer Mann, der bloß einmal complainen deed. Dat hij immer moest boven. Hij had niet genoeg geld dat hij kon schouwen. En dan opeens zit hier een man, der heeft keine Feit. En dan kijkt hij terug en dan valt hem dat bij. Ik had toch nog wat waar ik kan dankbaar voor zijn. En dat wil we zeggen, dan we kunnen dat leicht selbstverständlich nehmen und dann sehen wir viele Dinge nicht, wo wir können dankbar für sein. Weil wir sollen vielleicht noch kicken, ein klein bisschen testen, wo wir uns benehmen dann selbst. Sind wir dankbar oder vielleicht noch ein bisschen undankbar? Und das ist ein bisschen so wie sein, das bringt einen Einfluss für andere Menschen, die daran ans kommen. Wenn wir dankbar sind, dann wollen wir mehr Mut bringen zu anderen Menschen. Wenn wir undankbar sind, ein bisschen das Complain, also die plottische Bibel, das Wörterbuch, krumm sagen, da kann andere auch noch anmutig machen. Kann wie vielleicht eine Person, wir sehen die vielleicht auch, wenn der ankommt und der ladet ein bisschen verdrüsslich, der wird aber viel haben, wo er eben complainen kann. So dort haben die Person vielleicht kennengelernt. Ja, so geht es. Wo viel besser, wenn wir dankbar sind. Wir bringen einen besseren Einfluss zu unseren nächsten Menschen und bringen vielleicht mehr Mut zu anderen Menschen und so weiter. Im Allgemeinen sind wir dankbar sein, die sind freundlich, ja. Ich meine nicht, dass die lachen, aber ihre ganze, ihre Persönlichkeit, die ist abhebend. Die sind nicht ganz so leicht unzufrieden. Und worden auch nicht ganz so leicht gestiert. Sind vielleicht auch ein bisschen dull, ja. Und so können wir noch umgehen wieder. Aber wenn wir uns so einen kleinen Test merken, vielleicht, wo sitzt du dich selbst? Und vielleicht würde es sein, wenn wir ein Papier haben, so steht, mit so einer Frau da an, und dann vielleicht mit Nummern von ein paar Tieren, und dann können wir das selbst ausfallen und sagen, das ist was ich glaube von mir selbst. Und da haben wir so eine Frauen, und wenn wir sagen, wenn wir denken dann an eins, da muss es sein, die kannst überhaupt nicht von Dankbarkeit. Die hast never was mit so etwas zu tun als dankbar sein, da muss man die einzirkeln. Oder wenn er ganz perfekt wirst, dann bloß so ein dankbarer Mensch, der alles recht hat, dann wirst du ganz perfekt, dann kannst du die Tierzirkel. Aber ich glaube, wir als Menschen,
Ik geloof niet dat we gewoon spazieren komen. Ik geloof bloß Jezus, der kann spazieren. Nou, je hebt het nog zo dat we nog kunnen neer komen. Want dat we op een E-plus zijn. En dan gaat het zo af. 8, 7, 6, 5. En dan, wanneer nu wist, die zelfs een beetje alle overdenken, dan wist, wat wist maken? Wist vielleicht een nummer opschrijven. En dan jeft die partner dat vielleicht. En zegt, hey, wat denkst du van mij? Schrijf die du mal in het haan. Zijn, wat hoog ik onderschreven zijn daar. Kan dat opeens zijn dat die vielleicht een beetje anders zit als du die zelf zit? Wel, wanneer we dat nog wel een beetje kracht gaan, dan kunnen we vielleicht nog een stap wieder gewoon zijn, naar wie we mal een groep van mensen vertellen. Vielleicht een paar van die vriendschaft. En wieder nog wat van die vrienden, wo du noch iemand met top kommst. En dan nog met zonne, wo du met top schaffen is. Geef dat alles in vorm. Nu val mal uit en zeg mal krijg, wat denk je van mij? En van die. En dan, wanneer we dat dus alle drie gekregen hebben, alle papieren en talen dat top en dan dat uitlabelen, zijn, wat is de average geweest? Boy, wanneer je dan was zijn, wanneer was bij 7 gekomen, boy, dan hast al zeer goed gedaan. Dat is al een B+. En wat van de dingen worden zij dat nou zijn, en dat is, we dankbaar, we vriendelijk, we goed erst met die verlengd te komen, en we leicht je ontevreden wordt over dingen, en die komen er alle naar door in je. En nu hast u een 7 gekregen erbij. Wauw. Wel we zeggen, wanneer je een 6 hast, dan wordt je alle nog klaar dagen. En je hebt dat je dollardags stuurt. Wie zal je toch een licht zijn in deze wereld, joh? Wel, we lezen wat in kapitel 4, vers 8 en 9 zeggen. Dat zegt dus dit. Eerst leef je in diesteren. Aber nu heeft God een licht en junt een licht opdagen laten. Dan leef nu ook als zo'n kinderen die dat licht hebben. Dat licht brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid voor een dag. Is dat niet schijn, niet wunderbaar? Wat voor licht zijn we met ons leven im großen Ganzen en dan ganz besonders van bedenken dan aan dankbaarheid. Weet je, dat is interessant, wat die invloed kan zijn, waar je gar niet aan denken deed. Ik denk meer aan een man. Ik geloof ik graag zien om je bandbal. Some van jullie worden den gaan, maar dit weer al vele jaren terug in Elmer. En dit weer in die tijd, waar vele mensen zich bekeren deden, waar ik gewoon enorm aanvang via. Dan hadden die daar een young people group. En die waren zo begeisterd. En vele van die hadden zich kort bekeerd. En die kwamen top en die hadden allemaal zingen en vertalen, vierten zeugnissen en zo wieder. Die waren zeer levendig. En dan is dit bandbal van geraakt zijn ze genomen. Hij is een lang prediker was in Mexico. Op hij kwam doorheen en dan loodden ze den aan. Nu zal hij, als hij ook wel naar komen, naar top komen. En dan komt hij doorheen. En die zijn zo vriendelijk te aan. En die zijn alle top zo vriendelijk. En hebben das Gute te vertalen. En dan, den Abend, als hij naar huis gaat, dan zegt hij, als hij zijn zeugnis geeft, dan hij zich gelijk typen. Dan vertelt hij dat. Dan zegt hij, dan had hij zich door doel geknipt en zijn sloopstoel. En had hij gezegd, wat die gaan, wat die young people gaan, geef me dat ook, ik wil dat gaan. Wel, dit weer niet dat er nu einer bloß großartig zei, predigt hat aan, maar in de atmosfeer, de begebenheid waar hij weer, dat had zij gereed aan. En hij had je zijn aan veel woord. Zo dat schoof dat vergen met ons.
Im Alten Testament habe ich viele Geschichten von Israel. Und die Frauen, die wurden Frauen kennen, na, wo wir Israel, wir dort ein dankbares Volk. Und wenn wir lesen dann, wir sind alle bekommen bei der Geschichte, dass die in Ägypten waren und fallen dort in eine große Sklaverei nennen. Und dann wird Moses geschickt. Und die wird ihn dort helfen mit Gott seine Kraft. Und Gott wird dort als er antwoord probeert terug te holen, dann fangen er an Pläne zu kommen. Als Pharao endlich zurückkommen. Dann wir lesen von 10 Plänen, der Gott über der Ägypter schicken deed. Aber da sei ja viel Trühe und große Schulden verken. Aber die Israeliten, die bleiben verschont. Und da sagen sie, große Wunder, wo Gott wirklich schaffen deed. Dann denke ich an, als ich wirklich mal loskamen und sie gingen bei das Rote Meer. Dann sagen sie, da nach der Grazte Wunderfläche. Wo wird das loden, wenn das Meer sich auf eins abteilen wird? Und der Wind, die Püste durch, merkt das Dreich, nun können sie da durchgehen. Dort ist nicht natürlich, sind es dort. Dort ist ein Wunder Gottes. Und das sagen sie alle. Und dann fußt darauf, hier sich dort noch so, das würde ihn beständig merken und nu würden sie stark sein und sie würden nu nur das versprechte Land kommen, was Gott ihnen doch gegeben hat. Ein Versprechen hat. Und ich möchte ein paar Verse lesen in 2. Mose Kapitel 15, Vers 1 und 2, da sagt es dit. Ich werde dem Herrn singen. Hij heeft wat großartig gedaan. Hij heeft Pier en Ritter en Meer versmeten. En dat weer in de Ägypter. Met dem Herrn zie ik stark. Wegen dem Herrn ging ik. Niks is dat. Wegen dem Herrn zing ik. De Herr heeft mij geraad. Hij is mijn God. Ik wil hem hoog achten. Na, wer würde nicht wollen, ja? Sie haben Gott seine Kraft gesehen. In eine große Wahrheit. Und sie glaubten an sein Versprechen. Wollen sie dann nu daran houden? Wel, weet je wat? Krijg je wat bij leven en je moet vergeten een bedtijd. En dan begin bijvoorbeeld, wat vielleicht met je rekenen hadden. En eind wat weer dat eerste wat ze begin deden. Ze schickten Spionen eruit. Die dat land würden onderzoeken, wanneer ze er würden aankomen. En dan als die terugkwamen, en 8 Stück von die brachten so eine schlechte Nachricht, dann vergaten sie von das Lied, was sie all gesungen haben. Sie vergaten dort, wie es Jahre der Staden dort so grülich fährt. Kick mal diese große Riesen, uns lässt einfach nur Großhappers gehen und wo wir jemals können, dort annehmen. Und ich denke, da fußt ein bisschen an, und das lesen dort, dann denkt einer an David. Heb je nog een van de Riesen? Heb je ook zo'n kleiner nog mal? Nou, wat zegt hij? Hij zegt, du kommst met die grote geweren naar mij, maar ik kom am Namen van dem Herrn naar die. En dat schafft alles zo kracht, deed het? Gott zijn kracht wie raten als de mensen ihre kracht. De Israëlieten, als ze wieder gingen, en dat gaf al veel schoden door, de 8 Stück, die starben al door zo'n voets. En dem als dat al uitgearbeitet wordt. Maar die 2, wat er geloven hadden werkelijk, en wat dat zagen, nach Gott is gestorven, die kan dat doen. Die blijven leven, en die worden in dat land gaan. Maar ze gingen wieder, en dat volk in groten ganzen wordt ondankbaar. Ze banden zich terug, veelmals, naar dat, wat ze gehad hadden. Weet je, die hadden in Egypte ook nog veel goud gehad. Iemand zou een zeer zwaar leven hadden, dat ze moesten schroven zijn. De Arenden, die waren er ook. In 4. Mose Kapitel 21, Vers 4, moet ik leren, sagt dat zo. Aber das Volk wordt op den Berg verdrisslich. En reden gegen Gott
en jij en Mozes. Waarom habt je ons uit Ägypten uitgebracht? Dat wir in der Wildnis sterben? Hier ist kein Brot oder Water. En dit praste eten ekelt ons also. Nou, wat hadden ze voor eten? Ze hadden dat manna, ja. Dat manna war Gott, wat ze zich alles morgens kon oplezen. En wanneer we dat erg lezen, zei we ook nog, wo ze zich dat rijden deden. Wel, ik weet niet wat dat je smaakt heeft, maar ik geloof dat met zijn goed eten je was. Wanneer ze dankbaar waren, vielleicht haben noch ein bisschen geschmeckt. Aber wir denken daran, dass Gott, der leidt dit Manna raufkommt, alle Tag frisch. En ik denk me dat het goede Nahrung te zijn, wie Gott heeft krijgt wat en veel. Maar wanneer ze dit wieren, dan komt de oorja en Gott neer. Weet je, wanneer we ondankbaar zijn, dat gefällt Gott niet. En in diesem Fall wird der Trotz wurde aufgeschlagen, überdeelt kommen und viele starben dadurch. Und wir wollten die Geschichte, wo der wieder geht. Gott hat gesorgt für die Menschen dann. Und Gott ist derselbe Gott von dir. Wir haben genug Ursachen, warum wir ihm sollen danken in unserer Zeit. Even in Israel auch antreu wir. Gott, der wird wenigstens treu. Und hij viert entweder, waren auch viele eine schwere Zeit kriegen dadurch. In 5. Mose Kapitel 29, Vers 4, und da lesen wir, so steht, 40 Jahre, das wird die Zeit all als ich Batter Lampieren und Reitbieren zum Dank gehen. Dann sagt er, so steht, 40 Jahre leid ik kunt durch die Wildnis. En jullie Kleider sind nicht verfallen. En jullie Fautig ist nicht durchgeschiert. Lass mal angedacht, das ist nicht so, als sie hadden vielleicht noch dieselbe Kleider, aber die bleiben so. Ist so, die können tragen durch die ganze Wildnis für 40 Jahre und die bleiben fein. Dort wir in sich selbst auch ein Wunder. Dat is het liefst dat we dat verschonen dan wat er passiert. Israël er zware tijden, die kwamen durch ongeloven. En ondankbaarheid. Gott ist dezelfde Gott. Een dankbaar hart is Aunjenom bij hem. Deze week, of deze maand, wordt prediger Quinten, die wordt de nächste 3 Sender nog van dankbaarheid reden. Ik weet niet wat er alles wordt te zijn, maar ik geloof, we worden veel hier, maar we kunnen dankbaar worden, of vielleicht dankbaar als we zijn. En ik hoop dat ik al van jou kunt een beetje een aansporing geven, in some way, dat we kunnen wirklich bei dir kommen und wir sein, wer Gott ist, was er tut für uns. Und dann noch ganz gerade danach, nicht bloß was hier passiert auf dieser Welt, eben in der schweren Lehre, vielleicht wo wir beim Leben dann, aber unsere Hoffnung, die wir haben, und die alle Menschen durchgeregt wird. Und wenn hier einfach so eine Person sein, ich weiß nicht ganz genau, dass ich jemals Jesus angenommen habe. Dan moet ik kunnen zeggen, dit is de grootste zegen wat God ons geven kan. Hij zegt dus dit, bij anderen wat naar aankomen, naar dem wat hij komt. We denken dan aan Johannes kapitel 1, vers 12, nou, ik kan het vielleicht abchecken en lezen, maar ik kan het allemaal niet uitwendig. We zullen veel als hem opnemen. Die heeft hij de kracht, zijn kinderen te zijn. Dan heeft hij ons vrede in ons leven. En ik geloof, velen van ons, we denken terug als dat ons passiert. Dit is wat God wil hebben. Dan hebben we ons sozusagen aangesteld naar God. Dan hebben we de gelegenheid
ihm waren wir auch durch diese Zeit gehen in uns Leben, dass wir wirklich kann froh sein, ihm war eine Schwierigkeit und Gott dankbar sein, wenn wir haben Hoffnung, die er widerregt aus dieser Welt geht. So, möchte der Herr unsere Zeit sehen und besonders in diesem Monat, wenn wir denken dann an Dankbarkeit. Wollen wir noch beten. Ans himmlischer Vater, du bist so ein herrlicher Gott. Und Herr, wir sind vielleicht mal schuldig, dass wir schuldig blieben und dass wir nicht wirklich die Anerkennung geben, so wir sollen. Möchtest du uns Kraft geben und Ansicht und so eine Weise, dass wir wirklich ein Dankbarkeit haben und dass wir was aufweisen in dieser Welt. In so eine Weise, dass andere Menschen keine Anspornung sein in das geistliche Leben. Und wir danken dir dafür in Jesus' Namen. Amen.